Herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey und unserem Entdeckungsdingens Bums vom Bumsdings. Ähm, Wir haben noch unzählige Entdeckungsorte. Ja, hin und her und bla bla bla. Ich habe jetzt eine Frage an euch. Passt euch der unregelmäßige Abstand für das Format oder wollt ihr es öfters sehen? Das ist halt jetzt nur die Frage, wer von euch was für Interesse dran hat, gell? Beim Ronny weiß ich zufällig, bei QueenCon weiß ich zufällig, dass beide, also Ronny und Marlene, sich das gern anschauen. Adventure Exploring sind auch öfters da, wenn es halt ergibt. Und ansonsten diejenigen, die neu dabei sind, wie oft wollt ihr euch das anschauen oder die das erste Mal dazu einer kommen, man weiß es nie, gell? Derzeit ist bei mir relativ, ich habe momentan andere Projekte im Kopf, daher auch so unregelmäßig. Wahrscheinlich wird es zukünftig dieses Format nur mehr alle 14 Tage geben und das an einem Sonntag. Ich bereite nämlich gerade ein weiteres größeres Projekt vor, videospieltechnisch. Die Österreich-Videos habe ich schon mal erwähnt, die kommen 2021 und Skyrim habe ich auch schon auf 2021 verschoben. Jetzt stellt sich nur die Frage, kann man so weitermachen? Ist euch das recht? Weil das nächstgrößere Projekt, was ich jetzt gerade in Angriff genommen habe, mit der Intro-Musik ist Mafia 2. Wenn ich nicht vergiss, Infovideo dazu ist in der Beschreibung verlinkt. Gut, warte mal kurz, jetzt gehen wir da nochmal aus diesem schönen Dingensbums, Bums vom Dings. Machen wir bei der Politik weiter, was hält's davon? Demokratie, 5 Stationen, 10 Minuten. Ja, wir werden heute mal ein bisschen die Episode kürzer halten. Weil du siehst, es sind zweimal 10 Minuten. Mal schauen, wie ich das mache, weiß ich noch nicht, gell? Zur Tour bitte. Ja. Die wunderschöne Ladezeit, wie immer halt in Assassin's Creed Odyssey, bei diesem Modus. Ich habe mir jetzt einmal so ein bisschen umgeschaut auf YouTube. Ich muss offen und ehrlich gesagt gestehen, ich bin glaube ich einer der wenigen, der diesen Modus wirklich spielt oder macht, gell? Der Story Creator Mode, den habe ich jetzt auch auf 2021 verschoben. Es geht sich zeitlich nicht mehr aus. Es geht sich zeitlich nicht aus. Es ist. Ich komme momentan nicht mehr hinten nach. Ich muss dafür jetzt auf 2021 verschieben und den Rest sehen wir dann, wenn es soweit ist. Nur wie gesagt, ich setze mir jetzt nicht mehr unter Druck. Ich will nicht meinen Kanal dann irgendwann einmal aus Desinteresse oder weil mir vorkommt, ich versam draus irgendwas. Ich will das einfach in Ruhe, relaxed durchziehen, YouTube und auf meine eigene Art und Weise, mein eigenes Tempo. Und nun werden wir zu dieser wunderschönen Dame gehen und mit ihr über die Tour reden. Willkommen, ich begrüße dich im Demokratischen Zentrum Athens, welches auch als Pnyx bekannt ist. Wer bist du? Mein Name ist Aspasia. Obwohl ich nicht in Athen geboren wurde, haben mir mein Scharfsinn und meine Intelligenz an die Spitze der sozialen Gesellschaft verholfen. Ich habe sogar die Liebe des Perikles gewonnen, eines der mächtigsten Männer der Stadt. Der Verstand ist wahrlich eine schöne Sache. Was hältst du von diesem Ort? Die hier ausgetragenen Schlachten mögen eher intellektueller denn blutiger Natur sein, aber sie sind nicht weniger spektakulär. Ihr Ausgang betrifft die ganze Stadt, wenn auch auf andere Weise. Die Pnyx war der Treffpunkt der Athener Versammlung und die physische Verkörperung der wirkenden Demokratie. Dieser Rundgang verschafft dir einen Einblick, wie die Bürger Entscheidungen fällten und die Stadt am Laufen hielten. Wir reden weiter, wenn du den Rundgang beendet hast. Bis dahin, viel Vergnügen. Na erst, schöne Maid, denn also ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich mag diesen Modus.
Die Athener Versammlung war als Ekklesia bekannt. Sie traf sich 40 Mal im Jahr auf der Pnyx, um städtische Angelegenheiten zu besprechen. Jede Sitzung dauerte meist einige Stunden. Man glaubt, dass das Wort Pnyx so viel wie zusammengepfercht bedeutet. Das war wahrscheinlich ein Verweis darauf, dass der Versammlungsort der Ekklesia während Sitzungen bis auf den letzten Platz gefüllt war und die Bürger dicht gedrängt nebeneinander standen. Alle männlichen Bürger durften direkt am demokratischen Prozess teilnehmen. Wer über 20 Jahre alt war, durfte sprechen und abstimmen. Diejenigen über 30 konnten in die hohe Position eines Archon gewählt werden. Insgesamt gab es im Athen der klassischen Zeit etwa 30.000 Bürger. Um Beschlüsse zu verfassen und anzunehmen, mussten 6.000 von ihnen an der Versammlung teilnehmen. Warte mal kurz. Mehr erfahren. Die Pnyx, mehr erfahren. Nicht jede Stadt im antiken Griechenland war eine Demokratie. Tatsächlich waren in den meisten anderen Städten tatsächlich waren in den meisten anderen Städten der klassischen Zeit zwei andere Regierungsformen verbreitet, die Oligarchie und die Tyrannei. In Oligarchien herrschte eine kleine Personengruppe. Ein Beispiel für Oligarchie ist Sparta, wo ein Rat aus 28 Ältesten den Großteil aller politischen Vorgänge kontrollierte. In einer Tyrannei wiederum herrschte ein dem Volk entstammender Führer, der als Tyrann bekannt war. Tyrannen übernahmen die Kontrolle über Städte, oft im Angesicht äußerer Bedrohungen. Athen hatte alle drei dieser Regierungsformen erlebt. Bis 546 vor unserer Zeit war es eine Oligarchie, die von einer Handvoll wichtiger Familien kontrolliert wurde, welche um die politische Macht weiter wetteiferten. Im Jahr 546 vor unserer Zeit gelangte der adelige Peisistratos, ja, so ungefähr, mit Hilfe einer Privatarmee an die Macht. Und Angehörige seiner Familie herrschten bis zu ihrer Vertreibung aus Athen 510 vor unserer Zeit als Tyrannen. Kurz darauf wurde die Demokratie eingeführt, um Zwiste zwischen den Adeligen zu unterbinden und den Aufstieg eines weiteren Tyrannen zu verhindern. Bildbeschreibung: griechischer Marmorthron, bekannt als Elgin-Thron, Darstellung der Tyrannenmörder Harmodios und Aristogeton auf der anderen Seite. Schließen. Die Bürger kamen aus allen 10 Verwaltungsbezirken Attikas, um der Versammlung der Ekklesia beizuwohnen. Den Vorsitz über die Versammlung hatte ein Vorstandsgremium, das Prytanie genannt wurde. Jede Sitzung begann mit einem Opfer an Zeus Agoreos, dem Schutzgott der Versammlung. Während der Ekklesia hielten Bürger Reden auf der Plattform der Pnyx zu den Themen, die die Stadt bewegten. Danach folgte eine Abstimmung des versammelten Rates durch Handzeichen. Die Ekklesia traf wichtige Entscheidungen über Themen wie Getreideimporte, Ausgaben und Kriegserklärungen. Zwar konnten sie nicht direkt Gesetze erlassen, sie waren jedoch an der Ernennung von Athens Abgeordneten beteiligt, womit sie großen Einfluss auf die Tagesgeschäfte der Stadt hatten. BEMA, Rednerplattform auf der Pnyx 2005. Das ist das, was ich dir jetzt da gerade sage. Mehr erfahren? Der demokratische Prozess. In Aristophanes' Komödie Die Weibervolksversammlung malt sich der Verfasser ein Szenario aus, in dem die Frauen von Athen die Macht über die Regierung der Stadt ergreifen und zwei große Reformen umsetzen: die Abschaffung des Privateigentums und die erzwungene sexuelle Gleichberechtigung für alte und unattraktive Frauen. Aristophanes' Stück behandelt die Vorstellung von Frauen in der Volksversammlung wie einen Witz, was nicht weiter überraschend ist, wenn man bedenkt, dass Frauen an dieser nicht teilnehmen durften. Frauen übernahmen dennoch öffentliche Rollen in Athen, und zwar bei religiösen Ritualen. Frauen waren in mehr als 40 größeren öffentlichen Kulten Priesterinnen, darunter auch der Kult der Athener Polias, der Schutzgöttin der Stadt. Manche Feierlichkeiten, wie etwa die Thesmophorien, die zu
zu Ehren Demeters abgehalten wurden, waren ebenfalls ausschließlich Frauen vorbehalten. Bildbeschreibung, warte mal kurz, ich blende das da jetzt einmal aus. Das ist RB. So. Jetzt könnt ihr euch das mal kurz anschauen. So hat das Ganze ausgeschaut. Jetzt im Jahre 2005 oder im Jahre 2005 hat das Ganze so ausgeschaut. Also wie gesagt, ich persönlich empfinde diese Geschichten, die da erzählt werden über die Kultur und Mythologie Griechenlands, ich finde das sowas von geil. Sowas einmal über ein norwegisches Setting, hä? Also mir da das voll taugen. Warte mal, kann man es da? Was ist da? Okay, wir müssen daher interagieren. Klepsydra. Römische Klepsydra aus Bronze. 1 bis 5. Jahrhundert Römerzeit. Mehr erfahren. Im 5. Jahrhundert vor unserer Zeit konnten theoretisch alle Bürger Athens an der Volksversammlung teilnehmen, die nicht nur über Gemeindebelange, sondern auch über die eines gesamten Reiches entschied. Selbstverständlich war die Wahrung des geordneten Ablaufs einer solchen Volksversammlung eine komplexe Angelegenheit. Eine der größten Herausforderungen bestand darin, die Treffen möglichst zügig durchzuführen. Besonders wichtig war, dass jedem Bürger die gleiche Redezeit zugestanden wurde. Aus diesem Grund wurde auf der Pnyx eine Form der Wasseruhr aufgestellt, die Klepsydra genannt wurde, um Sorge dafür zu tragen, dass jedem Redner exakt die gleiche Zeit, die gleiche vereinbarte Zeit zur Verfügung stand. Eine Klepsydra bestand aus zwei großen, übereinander angeordneten Vasen und einer kleinen Röhre. Durch die Röhre lief das Wasser in 6 Minuten aus der oberen Vase in die untere, woraufhin man die Position der Vasen tauschte und den Vorgang wiederholte. Neben ihrer Funktion als Zeitmesser bei Volksversammlungen waren Klepsydre auch bei Gerichtsverhandlungen wichtig, wo sie gewährleisteten, dass Anklage und Verteidigung die gleiche Redezeit hatten. Bildbeschreibung haben wir jetzt schon gehabt. Text ausblenden. RB. So, könnt ihr euch das kurz mal anschauen. Die Klepsydra oder Klepsydre, keine Ahnung. So. Schließen. Oh, da haben wir einen kleinen Deckungssaat auch mitgemacht. Was? Den können wir aber da auch gleich mitmachen. Interagieren. Scherbengericht. Ostraka, unter anderem Namen mit Perikles, Kimon und Miltiades. 5. Jahrhundert vor unserer Zeit. Klassisches Griechenland. Scherbengericht. Eine der einzigartigen Eigenschaften der Demokratie von Athen war jene Praktik, die man Scherbengericht nannte. Sie wurde ursprünglich eingeführt, um den Aufstieg eines weiteren Tyrannen zu verhindern und umfasst die zeitweise Ächtung und Verbannung eines Atheners durch seine Mitbürger. Jedes Jahr stimmten die Bürger in der Volksversammlung darüber ab, ob ein Scherbengericht abgehalten werden sollte oder nicht. Fiel die Entscheidung positiv aus, legte eine weitere Abstimmung auf der Agora zu einem späteren Zeitpunkt fest, welcher Bürger verbannt werden sollte. Jeder Bürger schrieb den Namen eines potenziellen Kandidaten auf. Eine Ostrakon genannte Tonscherbe. Wurden mehr als 6000 Stimmen für eine Person abgegeben, hatte diese 10 Tage Zeit, um die Stadt zu verlassen. Danach war sie für 10 Jahre aus der Stadt verbannt. Von 487 bis 415 vor unserer Zeit wurde eine Reihe prominenter Athener aus verschiedenen Gründen im Zuge des Scherbengerichts abgestraft. Angehörige des Hippias, des letzten Tyrannen von Athen, wurden verbannt, nachdem man sie verdächtigte, die Demokratie in der Stadt wieder abschaffen zu wollen. Den Feldherrn Kimon indes ereilte das gleiche Schicksal wegen einer gescheiterten Politik der freundlichen Annäherung an Sparta. Doch das wahrscheinlich berühmteste Scherbengericht war jenes, das über
Themistokles gehalten wurde, einen Feldherrn, der für seine beispielhafte Pflichterfüllung während der Perserkriege bekannt geworden war. Bildbeschreibung aus Thraca, unter anderem mit dem Namen Perikles, Kimon und Miltiades. Text ausblenden. Ah, siehst du, da sind sogar die Namen eingraviert, schau. So, schließen. So, und nun? Fotomodus. Fühlst du dich inspiriert von der Architektur und der Szenerie des antiken Griechenlands? Dann mach doch ein Foto. Drücke. Aha, okay. Probieren wir mal. Warte mal.